Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr über Himmel und Erde. Er stellt die Fuß auf festen Grund. Die Beschützer schlaft nicht, er wacht über dir. Ja, der Herr ist dein Schatten. Weder Hitze mit am Tag oder Kälte in der Nacht kann dir jemals schaden. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr über Himmel und Erde. Er stellt die Fuß auf festen Grund. Die Beschützer schlaft nicht, er wacht über dir. Ja, der Herr ist dein Schatten. Weder die Hitze mit am Tag oder Kälte in der Nacht kann dir jemals schaden. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr über Himmel und Erde. Er stellt die Fuß auf festen Grund. Ob du gehst oder kommst, er bewahrt dich auf deinem Weg. Das gilt jetzt grad und für alle Ewigkeit. Ob du gehst oder kommst, er bewahrt dich auf deinem Weg. Das gilt jetzt grad und für alle Ewigkeit. Yeah. Ob du gehst oder kommst, er bewahrt dich auf deinem Weg. Das gilt jetzt grad und für alle Ewigkeit. Ob du gehst oder kommst, er bewahrt dich auf deinem Weg. Das gilt jetzt grad und für alle Ewigkeit. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr über Himmel und Erde. Er stellt die Fuß auf festen Grund. Er stellt die Fuß auf festen Grund. Mit 6 bin ich zum ersten Mal auf der kleinen Scheidegg gestanden und das erste Wort, das ich über die Lippen gebracht habe, natürlich zusammen mit allen Chinesen, Japanern, Russen, Indern, Amerikanern, wer alles dort oben ist das Wort «Wow». Wie ihr im Video gesehen habt, die Kulisse ist tatsächlich absolut atemberaubend. Als wir nachher daheim waren, habe ich sogar gemerkt, dass man Eigenmönch und Jungfrau von meinem Kinderzimmer aus sehen kann, wenn es ein schöner Tag ist. Die sind aber so weit entfernt, dass ich sie wirklich mit meinem Daumen abdecken konnte.
Ein Vierteljahrhundert später bin ich zum zweiten Mal auf der kleinen Scheidegg gestanden. Und obschon ich vertraut war mit diesen Bergen, ist wieder ein richtiges Wow rausgerutscht und ich bin richtig wieder in die Bann gezogen worden von dieser Schönheit. Und ich liebe den Psalm 121, weil er sagt, wir sollen so nah herkommen zu den Bergen, dass wir aufschauen müssen. Und dann können wir auch sehen, wer dahinter steht. Der Herr von Himmel und Erde, unser Schöpfer, der überragend ist. Und wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich müssen, uns wieder dazu bringen, dass wir aufschauen können. Es ist eine Kunst aufzuschauen momentan, weil wir schauen mehr auf die Umstände, als was um uns passiert, das was in den Zeitungen, in den Nachrichten erwähnt wird und nicht aufschauen. Und meine Herausforderung an euch ist, findet Raum in eurem Leben, wo ihr aufschaut, wo ihr aufschauen könnt zum Herrn, wo ihr könnt staunen, denn er ist majestätisch. Er hat sich nicht verändert. Einfach unsere Perspektive verändert sich oft. Das ist meine Herausforderung und ich hoffe, dass der Psalm euch dazu verhilft, wieder zu staunen und wieder Zuversicht zu gewinnen.